Herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom-Video, wo wir dieses Jahr ein Foto aus den Alpen, genauer gesagt aus den Schweizer Alpen, aus dem Wanderlo werden bearbeiten, wo wir dann werden aus dieser Foto das heute Resultat machen. Wenn ihr gespannt seid, wie das geht, aber wer dafür muss machen, da bleibt drin, weil direkt nach dem Intro geht es gewohnt. So, nun schwingen Foto hier am Lightroom ab. Und da fängt man mal mit der Bearbeitung an. Als allererst gebe ich Temperatur von der Foto noch ein bisschen runtersetzen, also ein bisschen mehr warm machen. Voilà. An Tönung vielleicht ein bisschen das Violett nach rausholen. Voilà. Den Profil hier oben stelle ich auch von Farbe auf Landschaft. Dadurch ist das ganze Bild schon ein bisschen mehr kräftig. Für lo mehr Kontrast dran zu kriegen, wie das hier die Birsch besser rauskommt, will ich am Anfang den Himmel gern aufdunkeln und just dann hier die belichten Plätze vom Birsch, wo die Sonne oben nach drauf geschenkt wird, wie sie gegangen ist, die hätte ich gern schön kräftig, hell, mit einem schönen Kontrast. Dafür setzen ich mal als allererst dann hier Belichtung ein gut Stück rauf. Also du kannst ruhig relativ weit rauf gehen. Hier sogar gebe ich so bald 2 Blenden. Nicht gerade. Guck mal, müssen wir ein bisschen gucken. Das sind schon eng 75. Und gleichzeitig, für das der Toten, weil nicht ganz oft am Deichstren setzen ich Feistein kräftig an Blut. Du kannst dann ruhig wie so 70% gehen. Weil er logisch immer schon Fotos aufgedunkelt gehabt durch die Belichtung, die ich aufgesagt habe. Mit Foto, also dadurch, dass ich Feistein aufgesagt habe, kann direkt viel mehr hell gehen. Und das ist in sich auch ein verlustfrei Arbeitsmethode. Also dadurch geht keine Qualität im Bild, wenn ich auf 100% auszoomen, sehen wir, die Birsch ist noch immer tipptopp, da sind keine Artefakten, also gut nicht entstanden. Boah, du hast übrigens noch einen Sensorfleck und du auch. Du können wir uns ja nur noch drum kümmern. Ich kann nur sogar nach, wie ich so eine Belichtung ein bisschen raufsetzen. Weil ich gehe immer auf 2 Blenden rauf. Ich gehe dann noch Dave noch ein bisschen raufsetzen. Für das Ganze noch ein bisschen die aufzudunkeln. Weil es mir wirklich scheiße ist, ob die Helligkeit am Bierjo geht. Ich kann mit dem Dave dann ruhig auf minus 52% gehen. Aber gleichzeitig setze ich dann schwarz, aber ein bisschen rup, nicht zu viel. So 10%. Wirklich die Birsch gerne schön scharf hat, dass den raussticht, gehe ich ihm auch ein bisschen Struktur an. Voilà. Sehen wir an. Schulen auch, setzen auch ein bisschen Klarheit drauf. Ja, 20%. Und
beim Dunst entfernen, das hole ich auch ein bisschen mal dran. Du hast ja gesehen, da geht der Himmel nach ein Stückchen aufgedunkelt. Du nicht zu viel, weil auch ein 10%. Und da kann ich auch nach dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik aber gehen. Ein 15% an noch sogar vielleicht Sättigung auch nach Rupsetzen. So, voilà. Aber nur nicht mehr minimal, nur nicht übertrieben. Ein 5% geht da aber dann durch. Als nächstes gehe ich dann wird nicht zu vergessen, ja ganz rauf an die Objektivkorrekturen an ich ändern, klicken dort just chromatische Aberrationen entfernen und für dass ich sicher bin, dass der kein dran sind. Profilkorrekturen los nicht sehen, weil mir gefällt Bild so wie den Ausschnitt das. An wann ich die Logik ausschalten, geht Bild nicht so verändert, dass es mir wirklich besser gefallen. Dafür los steht dann aus. So, als nächstes, nachdem sich wenn mit der Grunddarstellung fertig sind, will ich den Himmel nach gerne ein bisschen mehr aufdunkeln, weil es mir am Moment noch immer zu hell. Dafür holen ich dann einen Verlaufsfilter, den ich über den Himmel ziehe. Voilà. Und wieder vielleicht schon am Quick-Tip-Video vom Lightroom gesehen hat, den du auch hier im Kanal fand, gehe ich hier an die Bereichsmaske, erstellen die auf Luminanz. Ich meine dann noch dass ich gesehen, wo sie wirkt, weil an dann holen ich, weil ich aber nicht will, dass der Bierspitzt matt aufgedunkelt wird, holen ich die hellsten Teile, voilà, raus aus dem Filter, für dass den do nicht matt wirkt. So. Gucken, denke ich. Du hast gesehen, dass aber trotzdem nach immer zu viel der heller Deler am Bild von der Maske, wo der Filter wirkt. Dafür gibt es noch eine andere Möglichkeit, holen ich den Pinsel an Schulen den Minuspinsel. Das auf einem Windows-Computer gebe ich dann Alt-Drücken auf einem Mac die Optionstaste. Und ich fahre mit dem Pinsel nach über den Teil vom Birsch, den ich nicht will matt am Verlaufsfilter dran holen. Voilà. Du siehst, wenn ich da drüber fahre, da geht die Rotfarbe, also die Rotfarbe sind so schüsst, hier innen die Überlagerung, die ich gemacht habe, für die gesagt, wo genau der Filter wirkt. Das ist so gesehen ist am Anfang gut, wo die Rotfarbe vom Filter ist, wo die wirkt, die ich gerne aus dem Bild raus hätte. Dafür fahre ich mit dem Pinsel über die Plätze, wo ich nicht will, dass mein Filter wirkt. Voilà. Wenn ich los wie hier ausgerutscht sind und so weit gegangen sind, kann ich einfach mit dem Plus, mit dem Pinsel, durch ein bisschen beifügen. Aber das ist noch nicht 100% genau. Wenn ich ein bisschen mit klein den Pinsel will, die Teile hier, die noch ein bisschen rot sind, will ich auch nicht dran holen. Voilà. Hi. Par contre, also ein bisschen viel Himmel. So, man störe ein bisschen bei. So. Und dann schaue ich dort aus, für dass ihr seht, was geschieht. Setze ich vom Himmel Belichtung
denke ja gut Stück grof. Weil an Schmenge Log sieht da, dass uns sich durch den Filter, wenn ich denke, ausschalten, anderem ausschalten, dass uns sich schüss nehmen den Himmel aufgedunkelt ging ist, an der Bierschei gar nicht ungepackt ging ist. Und wenn allerdings so aus, weil die gesagt, wenn ich den Filter unten ausschalte, dann habe ich ein bisschen wollig nachgewirrscht. Die Lorna matt aufgedunkelt ging ist, war da Valo nicht terribel gut ausgesehen, am Mengen an. Und dafür holen ich die wollig Lorna aus dem Filter raus, das geht genau dasselbe. Ich stecke die Optionstaste oder die Alt-Taste um Windows. Ich hole mir ein bisschen mehr große Pinsel, für das den Übergang auch ein bisschen mehr Müll geht. Und ich hole, voilà, die Wolke nach aus dem Verlauf vom Filter raus. Voilà. Mal gucken, für drin, dann hast du den Himmel nach ein gut Stück wie dunkel gehen, ohne dass wir den Birsch ungepackt tun. Als nächstes gehen ich dann rauf an TSL-Tabelle, wo ich mich ein bisschen den Farben für allem der Blau vom Himmel widmen. Als allererst wechsle ich den blauen Farbton ein bisschen mehr von dem hellblauen an der Deichstadtblut. Das ist auch ein bisschen eine persönliche Affäre de Goût. Mir gefällt einfach den bisschen mit deichter blauen Ton eben besser, wie wenn den mehr an Teltblut geht. Gleichzeitig wechsle ich auch den lila Ton ein bisschen, weil ich sehe das immer auch ein bisschen lila am Himmel. Und auch da, die setzen ich gut rauf, also gut Stück rauf, weil ich einfach gerne hätte, dass den Himmel quasi gut kein lila Ton mit dran hat. Ich gehe dann noch an die Zierdigung von den Farben. Und da setzen ich dann die Zierdigung von der blauen Farbe auch ein bisschen rauf. 20 oder vielleicht 25%. Und auch natürlich vom Lila. Auch, ja, 30. Und das ist auch ein bisschen Aquamarin nachher am Himmel. Da hole ich auch die Zierdigung nach ein bisschen rauf, für dass die auch Männer sichtbar ist. Voilà. Lo, wenn ich gucken, wenn ich das ausschalte, werde ich, wie so gesagt, das viel mehr blau als sich nach dem Himmel für allem hier Mac als ein relativ unschöner Blauton fand ich persönlich lo, voilà, wenn ich das mit meinen Umstellungen hier lo gucken, dann ist das aber fand ich mehr einen harmonischen Ton am Bild. So, schlussendlich ging ich dann auch nach an die Luminanz, ersetzen auch nach die Luminanz von der blauen Farbe auf der Tische sieht, was geschieht, dass die blaue Farbe manner hell liegt, was dann auch nach den Himmel zusätzlich aufdunkelt. Dasselbe meine ich mit dem Aquamarin, die kann ich sogar ganz aufsetzen, und auch die lila Farbe, die man hat, dann setzen ich ein bisschen rauf. Voilà. Ich meine, wenn wir gucken, denke ja, für noch hat das aber das Bild insgesamt viel mehr harmonisch nachgemacht. Als nächstes gehe ich dann auch nach hier an den Color Grading, wo ich Highlighten, also die Lichter, ganz ein bisschen Migöllen warm will machen. Die stehen ein bisschen mehr in Warmton gehen. Die Stoffe gehen ich, hol ich ein orange Farbe. Guck mal, ungefähr so. Also ich meine, hey, kann ich natürlich heilo am dat Dingens so die Christ holen dann do mal da rundrum fahren so.
das fand ich aber persönlich viel mehr unpraktisch. Schon lieber hei an den Dinger an mit dem Regler, wo das viel mehr präzise angeht. Wenn das die Regler nicht soll tun, kann ich doch sehen, den das hier nach dem kleinen Pfeilchen, da muss er just auf die falschen hei klicken, dass den nur inneweist und dann sind die Regler da und da können wir denen Darstellungen machen. Weil also wie gesagt, ich meine dann ein bisschen einen warmen Ton nach, den ich schon auch gerne hei Schnee hat, Birsch, dass das ein bisschen mehr warm nach geht, durch wie am Sonnenuntergang war. Ich ging einen gel-orange Ton, aber mit der Siedlung übertreiben ich noch nicht. Wir machen das ganz soft. Und da ging ich auch noch an Mittelton, an da man schon denke, der Zeit schon noch do relativ warmen Ton, auch ein ja gel, orange. Voilà, und dann bringe ich auch do nach ein bisschen der warmer, die warmen Ton da dran, weil er lohnt nicht viel, weil eine Siedlung von 10% misst du, weil er gesehen hat, dass ohne matt, du geht das ganz ein bisschen mehr warm nach. Aber schlussendlich schärft nicht auch das Bild nach nur nicht zu viel, also es gibt Leute, die machen alles Betrag auf 150 Radius ganz roh, an Details auch ganz roh auf 100, aber dann fand ich das Bild dadurch ja überschärft, das gefällt mir nicht, dafür bleibe ich ein bisschen mehr dezent. Bei einem Betrag von ungefähr 60 an den Radius, ja, 0,7, bei den Detailer kann ich auf 50. Und ich will natürlich nicht, dass das am Himmel geschärft wird, dafür drücken ich, wenn ich Alt-Tast drücken oder Option-Tast Mac, kann ich gucken, was genau geschärft wird. Das heißt, wenn ich dann durch die Taste gedrückt habe, hier bei Maskieren, Regler hin und her vergesehen ich ganz genau, nimmen, das wird weiß als lo, das wird geschärft. Das heißt, voilà, so am Moment wird dann nicht mehr mein Birsch geschärft an den Himmel, der komplett schwarz ist, den wird nicht mehr geschärft. Voilà. Hier sind noch ein paar Sensorflecken am Bild, die mich steuern. Die manche Lonner wäsch. Dafür gehe ich auf den Bereichsreparatur. Ich gehe klicken, da mal da auf den Sensorfleck. Voilà, das tut noch gut. Statt da bestätigen, hoppla, da sehen wir, der Sensorfleck als fort. Hier ist auch noch ein, da man statt Nenke, ich klicke noch hier drauf. Ja, von das, was Lightroom mir proposiert, nicht so gefällt, kann ich das auf einen anderen Platz zeigen, da will ich fanden, dass es auf der Platz, wo ich gerne hätte, dass es soll gesagt gehen, besser ausgesehen. Voilà. So, lösen aus den auch fort. So, und da ging ich nach ganz rauf an Kalibrierung von den Farben, weil ich dem Ganzen will vielleicht minimal nach Rotton oder den Undeel von der roter Farbe an all die Farben ein bisschen an Blut setzen, Zielung davon. Und auch bei den Bluttönen die unter ganz ein bisschen an Blut setzen. Voilà. Voilà, wenn wir mal gucken, habe ich mal Vorher-Nachher-Vergleich gesehen, also so war es 4 drunter. Und das, was wir daraus gemacht haben, da sehen wir einen schönen Unterschied, dass viel mehr kontrastreich gehen Bild.
auch viel mehr deichter. Das Ganze ist natürlich auch eine Affäre, die gut nicht gefällt das. Aber wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr mal gerne einen Daumen nach oben lassen. Wenn ihr nach Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, dass ihr weiter gespannt bleibt auf die nächsten Videos. Dafür vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, für dass ihr auch in Zukunft kein Video verpasst. Adi!